WDR Zeitzeichen. Stichtag heute: 25. November 1989. Die Gründung der alevitischen Gemeinde Deutschlands. Der Verstand sitzt im Kopf und nicht in der Krone. Was immer du suchst, such es in dir selbst. Betet nicht mit den Knien, sondern mit dem Herzen. Liebe Seelen, ich bin Ercan Kilic und der Sakir Sazspieler für die alevitische Gemeinde in Aachen. Denn wir haben uns heute hier versammelt, um gemeinsam Cem zu feiern. Rund 200 Mitglieder der alevitischen Glaubensgemeinschaft Aachen haben sich zum Cem versammelt, dem alevitischen Gottesdienst. Früher in den Dörfern Ostanatoliens gab es jeden Donnerstagabend ein Cem. Doch heute in Deutschland versammelt sich die Gemeinde noch höchstens 2- bis 3-mal pro Jahr. Möge dein Dienst gesegnet sein. Möge Mohammed Ali dir beistehen. Deine Gerechtigkeit sei wie die Gerechtigkeit von Ali. Von Ali, dem Schwiegersohn des islamischen Propheten Mohammed, leiten die Aleviten ihren Namen ab. Wie die Schiiten ehren sie Ali als einzig legitimen Nachfolger des Propheten. Als eigene Glaubensgemeinschaft aber hat man die Aleviten hierzulande kaum wahrgenommen. Sie werden einfach unter den 3,5 Millionen Muslimen in Deutschland mitgezählt. Doch etwa 600.000 bis 700.000 darunter sind Aleviten. In Glaubenspraxis und religiöser Tradition unterscheiden sie sich recht grundlegend von den mehrheitlich sunnitischen Muslimen. Die Aachener Alevitin Birgül Gelebek erinnert sich. Ab der 5. Klasse waren bei mir in der Klasse auch so ein Mädchen und 2, 3 Jungs, türkische. Und erst da habe ich das so richtig verstanden, dass wir halt Aleviten sind. Weil die haben untereinander gesprochen, ja, Ramadan, Fastenzeit und dass die fasten, dass die regelmäßig in die Moschee gehen, dass wir nicht gehen in die Moschee. Wir haben unsere Cem-Häuser und ja, dass die Eltern 5-mal am Tag Gebete machen, Namas. Das waren halt diese Verschiedenheiten. Aleviten folgen Scharia nicht, erläutert Ismail Kaplan, der Bildungsbeauftragte der alevitischen Gemeinde Deutschlands. Unter Scharia versteht man hierzulande meist den islamischen Strafkatalog. Doch tatsächlich ist Scharia das Regelwerk, das sämtliche Aspekte sunnitischen Lebens umfasst. Die Pflicht der 5 täglichen Gebete, das Fasten im Monat Ramadan, die Kopfbedeckung für Frauen und vieles mehr. All das kennen die Aleviten in der Form nicht. Die Islamautoritäten oder Menschen, die den Islam vertreten, sagen, also wer Scharia nicht folgt, kann nicht dem Islam zugehörig sein. Also Scharia ist A und O. So wird in Deutschland und in der Türkei heute die Frage an die Aleviten herangetragen, ob sie nun überhaupt dem Islam angehören oder nicht. Das ist sicherlich die Diskussion, aber die Diskussion führen wir in unserer alevitischen Gemeinde Deutschland nicht. Mit der Vorstellung, dass jeder Alevit frei ist, sich selbst einzuordnen. Und Turgut Öcker, der erste Vorsitzende der alevitischen Gemeinde, fügt hinzu: Eine Gruppe bezeichnet sich islamische Aleviten oder alevitischer Islam. Es gibt eine Gruppe, die nicht wenig sind, die sagen, also Alevitentum ist eine selbstständige Glaubensgemeinschaft, hat das mit dem Islam nichts zu tun. Das ist ein Prozess. In Europa ist das einfacher, uns so original darzustellen, aber in der Türkei nach 1000-jähriger Unterdrückung und Verfolgung ist nicht so einfach. Es ist vor allem deshalb nicht einfach, weil das Diyanet, das türkische Amt für religiöse Angelegenheiten, nur den sunnitischen Islam vertritt. Zum Beispiel ist für alle muslimischen Kinder, egal welcher der zahlreichen islamischen Ausprägungen sie angehören, der sunnitische Religionsunterricht an Schulen verpflichtend. Ich möchte nur ein Beispiel geben, also Kopftuch. Bei Aleviten ist Kopftuch keine religiöse Frage, sondern das ist eine individuelle Frage. Nach unserem Verständnis hat auch unser Prophet nicht so befohlen oder so empfohlen. Angenommen, im Diyanet sind die Aleviten mit 5 Personen von 30 Personen vertreten. Über Kopftuch soll ein Fetwa formuliert werden. Religiös, nicht religiös und so.
Was sollen die alevitischen Vertreter da machen? Eine hochpolitische Frage. Vergleichbar, als wenn die katholische Kirche Beschlüsse über protestantische Glaubensinhalte fällen würde. Jafar Kaplan ist Vorsitzender des alevitischen Geistlichen Rats und vertritt einen klaren Standpunkt. Also wir sind auch im Islam, aber zum Beispiel die Türkei, Afghanistan oder Iran, Irak, das ist auch alles Islam. Also wir sagen aber, das ist alles okay. Das sind auch Islam, aber nicht unsere Richtung. Gott, wir verbeugen uns vor dir. Ja, Mohammed, wir stellen uns in deine Folge. Ali, wir bitten um deine Gnade. Ihr 12 Imame, wir bitten um eure Gunst. Dies hier ist der Platz von Haq Muhammad Ali. Männer, Frauen und Kinder, sie alle beten gemeinsam. Für viele der älteren Gläubigen ist es noch immer etwas Besonderes, ein Djem, einen alevitischen Gottesdienst, in aller Öffentlichkeit abhalten zu können. Nicht heimlich, hinter verschlossenen Türen mit zugezogenen Vorhängen. Ja, man hat früher nicht einmal verraten, dass man überhaupt Alevit ist. Turgut Öcker erinnert sich an seine Schulzeit in der Türkei. Ich zum Beispiel vor 30 Jahren nicht in der Schule mich als Alevit bezeichnen. Also ich habe nicht gesagt, dass ich Aleviten bin. Denn über Jahrhunderte hinweg schwelte ein heftiger Konflikt zwischen der Glaubensgemeinschaft der Aleviten und der sunnitischen Obrigkeit im Osmanischen Reich. Vor rund 500 Jahren begannen die Aleviten, ihren Glauben nur im Verborgenen zu leben. Und das bis in jüngste Zeit. Denn noch bis 2002 war es auch in der heutigen Türkei verboten, den Namen Alevi zu führen. Wir haben nie darüber gesprochen. Also wir ahnten, wenn ein nicht viel über Koran redet oder nicht zur Moschee geht, nicht beim alltäglichen Leben islamische Elemente sich trägt. Also das haben wir gespürt, aber das haben wir nie öffentlich unter uns gesprochen. Die Aleviten ehren den Koran als Gottes Wort. Doch der Zusammenstellung des Koran im 7. Jahrhundert durch den 3. Kalifen Osman stehen sie kritisch gegenüber. Ismail Kaplan. Dabei sind nach Vorstellung der Aleviten viele wichtige Suren verloren gegangen oder viele unwichtige Suren, also insbesondere Suren, die um die Gemeindeleitung zu gehen, um die Verhältnisse der Menschen untereinander gehen, sind reingerutscht. Daher haben wir ganz zwiespältige Verhältnisse zum Koran. Dennoch achten die Aleviten den Koran als Gottes Wort, ebenso wie die Tora, die Bibel und die Psalmen. Auch wird das theologische Denken der Aleviten stark von der islamischen Mystik beeinflusst. Darüber hinaus glauben Aleviten dann, diese 4 Bücher, wenn die auch großen Umfang haben sollten, sind von Menschen eingegrenzt. Das kann nicht sein, dass Gottes Größe in diese 4 Bücher Platz nimmt und fertig. Das geht nicht. Die Menschen sind berechtigt und auch verpflichtet, weiterhin Gottes Wort zu entdecken. Die Entstehung des Alevitentums reicht zurück bis in die ersten Jahre nach Mohammeds Tod im Jahr 632. Die spirituelle Ausformung des Alevitentums aber dürfte sich vor allem im 13. Jahrhundert in Zentralanatolien entwickelt haben. Dort wirkte der Mystiker und Gelehrte Hacı Bektaş Veli, nachdem die Aleviten auch als Bektaşi-Aleviten bezeichnet werden. Bis heute spielen seine Lehren in Gedichten und Liedern der Aleviten eine zentrale Rolle. So etwa die Betonung der Gleichheit der Geschlechter und der Vorrang der Vernunft vor dem Dogma. Ein Weg ohne Wissen führt in die Dunkelheit. Das Licht der Augen kommt aus dem Herzen. Die Taten zählen, nicht die Worte. Ermöglicht den Frauen eine gute Bildung. Glücklich ist, wer die Gedankenfinsternis erhält. Einen dritten Namen erhielten die Aleviten im 16. Jahrhundert. An der Seite der Perser kämpften sie gegen die osmanischen Sultane und wurden wegen ihrer roten Mützen Kızılbaş, Rotköpfe genannt. 1514 kam es zur berühmten Schlacht von Çaldıran, nach der die Grenzen zwischen Persern und Osmanen festgelegt wurden. So